Herzlich willkommen bei «Zukunft war gestern», einem Podcast zwischen der Kanzel und der Kaffeetasse oder einem Gespräch zu Kirchengestalten im Wandel der Zeit. Mein Name ist Timon Studer und mit mir am Mikrofon der Reto Lussi und der Dani Weber. Wo Menschen erschossen, in die Luft gejagt, ausgehungert oder vertrieben werden und das systematisch und mit grossem Aufwand, dann reden wir von Krieg. Dabei versucht jede Kriegspartei, ihr eigenes Handeln als ethisch darzustellen und die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. Heute reden wir über diese Dynamiken und über unseren Umgang damit. Wir sind Pastoren und Theologen und keine Kriegsexperten. Das heisst, was Krieg betrifft, können wir mässig mitreden. Aber wenn es um Menschen und der Not von Menschen um diese Sachen geht, dann hat Gott immer etwas mitzureden. Und dann die Frage ist, wie können wir Christen in dieser Welt voll Krieg und Elend die gute Nachricht weiterhin verbreiten und daran festhalten? Dann glaube ich, dann können wir in unser Gespräch einklinken. Und das werden wir heute machen. Unser Podcast ist wie die ganze Serie ein Collab mit dem GVC Podcast Talk von GVC Winterthur und ihr seid natürlich eingeladen, an beiden Orten, überall, wo ihr diesen Podcast seht, euch mit einzubringen, eure Kommentare reinzuholen und eure Likes zu liegen. Krieg. Es ist per se nicht ein Thema, das ich mega gerne habe, nicht gerne darüber reden. Eigentlich ist es mir ein bisschen zuwider. Und so ist es mir auch in der Vorbereitung gegangen. Du denkst dir so in die Themen rein und merkst, eigentlich, ja, was kann man sagen? Eben, wir sind nicht mehr Angst daheim, wir haben irgendwie das Geschenk hier in der Schweiz, dürfen geboren und aufgewachsen sein. Wir können eigentlich nicht mitreden. Aber als Christen, glaube ich, kann es uns nicht einfach egal sein, was in dieser Welt passiert. Auch wenn natürlich unser Einflussbereich relativ klein ist. Und darum beschäftigen wir uns heute damit. Konkret mit der Frage, hey, was können wir denn zum Beispiel mit dem Leid, das der Krieg auslöst, kann man vielleicht etwas dagegen machen? Kann man irgendwo etwas helfen? Aber wir reden auch über Haltungen gegenüber Machtansprüchen oder so geopolitische Veränderungen, die passieren. Was für eine Haltung können wir einnehmen? Und gerade auch in Bezug auf die Kriege in und um Israel, natürlich ist der aktuelle Gaza-Krieg, aber das ist ja nicht der erste in der letzten Zeit, das löst auch innerchristlich Kontroversen aus. Auch innerhalb unserer Kirche löst das Kontroversen aus. Und dann stellen wir uns an, ich glaube, wir müssen das, wir dürfen es und wir sollen auch. Aber zum Starten so ein bisschen allgemein. Wir haben alle Militärdienst geleistet. Das ist ein Kehrchen her. Wir reden jetzt heute nicht über Jahre. Persönlich habe ich immer auch ein bisschen Mühe gehabt mit dem. Wenn sich vorbereitet auf einen Krieg, da ist es ein bisschen klar gewesen, ja, der Krieg ist so weit weg, also warum macht man das? Das hat sich ein bisschen verändert, zu dem kommen wir dann vielleicht noch. Aber der RS ist für mich so ein bisschen, ja, man macht da, man spielt da ein bisschen etwas und Krieg, ganz ehrlich, wie kann man es rechtfertigen, Menschen zu töten in diesem grossen Rahmen, über Völker hinweg zu walzen und die auszulöschen? Für mich ist es so ein bisschen nein. Also einfach nein. Für mich war Krieg auch so ein rechtsfreier, rechtsloser Raum gewesen, wo der Schwachen nicht geschaut wird, wo es keinen Schutz gibt, wo nur Not und Elend ist. Und das war so mein Bild gewesen. Und also ehrlich gesagt ist das heute noch ein bisschen ähnlich. Aber so auf das Bild, ich weiss noch, in einem tristen Unterrichtszimmer von dieser Kaserne, wo ich dort ein- und aus bin gegangen, ist plötzlich der eine vorgestanden und hat uns erklärt, es gibt im Fall Regeln im Krieg. Es gibt ein Kriegsvölkerrecht und das ist ja mega etwas Gutes, weil das tut die Menschen beschützen vor was auch immer, vor falschen Handlungen im Krieg. Und in diesem Kriegsvölkerrecht steht sogar, es ist eine Abmachung zwischen verschiedenen Ländern, ja, man muss in gewissen Situationen sogar dem Gegner helfen. Und ganz ehrlich, das ist so für mich so ein bisschen Moment, wo ich dachte, okay, also jetzt gehst du aufeinander los, das Ziel ist, einander kaputt zu machen. Und es gibt aber da Regeln, die den Krieg auf eine Art gerecht machen. Oder was was steckt da dahinter? Das ist ein Moment, den ich nicht mehr so schnell vergesse, wo ich irgendwie schwierig gefunden habe, für mich das Ganze in mir so einzuordnen. Es ist für mich widersprüchlich. Und darum frage ich die Runde, hat ihr auch so einen Moment? Wisst ihr noch, wo ich das... Also ist ja, ich glaube, bei RS ist ja das Standard. Irgendwann bekommst du das Büchlein, oder? Wisst ihr noch, wo ihr das bekommen habt? Oder habt ihr auch so Momente gehabt in RS, wo ihr selber
Ich dachte, hä, okay, jetzt schlägt es durch, komme ich nicht mehr raus. Ich habe keinen Platz mehr, wenn die Unterrichtslektion stattgefunden haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, da müssen wir mal nachgehen. Aber ich habe auch darum ein bisschen spezielle, vielleicht auch RS erlebt. Ich war voll in der Kampftruppe bei den Panzergrenadier, allerdings im Büro. Und ich bin ziemlich schnell körperlich an meine Limite gekommen, darum krank gewesen. Darum, ein guter Grund könnte schon sein, dass ich die Theoriestunde einfach verpasst habe. Und habe mich aber dann auch aufgrund von dem auch für einen waffenlosen Dienst entschieden. Und gemäss Aussagen von meinem Kadi bin ich der erste existierende Rekrut in einer Kampftruppe ohne Waffe gewesen. Und ich habe dann immer auf Inspektionen versteckt werden, weil das ja nicht gegangen ist. Aber in dem Sinn betrifft mich das Thema schon auch Krieg, Militär, eben waffenloser Dienst. Ich würde sogar heute sagen, ich habe in mir eine pazifistische Neigung, auch wenn ich finde, gerade in der aktuellen Zeit muss man das auch wieder neu definieren. Darum, es interessiert mich schon, aber von dieser Theoriestunde habe ich keine Ahnung mehr. Was ich viel präsenter habe, was mir jetzt wieder begegnet ist, so das Kriegsrecht oder auch einfach die Regeln im Krieg, gerechter Krieg oder was auch immer, wie man will sagen, ist in einer CAS-Weiterbildung, die ich gemacht habe, Konfliktberatung, wo wir auch über so ein bisschen grössere Konflikte und eigentlich so Friedensarbeit in Konfliktregionen geredet haben. Und dort würde ich schon sagen, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist. Weil es ist ja eigentlich auch eine Form vom Umgang damit, dass das Böse Teil ist von dieser Welt und eben auch der Krieg. Aber dass es dann auch in diesem Krieg eine Grenze gibt, von was noch geht und was nicht. Auch darum, dass man dann auch Sachen zur Rechenschaft ziehen kann. Weil sonst ist Krieg ein absolut rechtsfreier Raum, was by the way dann doch meistens auch wird. Aber aus dem heraus kommt ja dann auch die ganze Möglichkeit, zum Kriegsverbrechen zu verfolgen, ahnden, auch sühnen in einer gewissen Art und Weise. Und darum, so absurd das ist, sehe ich schon so aus meiner nicht fachmännischen Perspektive auch sehr viel Sinnhaftigkeit in diesem Kriegsrecht. Genaue Erinnerung habe ich auch nicht mehr, aber es ist mir schon durch den Kopf gegangen die letzte Zeit, dass in diesen 20 Jahren Das ist gleich zu ins Mund genommen. viel passiert ist, ja. Und da ist es weit weg gewesen. Und ich weiss noch, dass es für uns auch immer darum gegangen ist, ja, das ist ja die Schweiz als Armee, eine Verteidigungsarmee, also nicht, dass man jetzt irgendwie da angreifen geht und man schützt sich eigentlich und das eigene Land. Und insofern vielleicht schon auch so ein bisschen, ja, manchmal auch krass, ja, das ist so weit weg gewesen und wie näher das jetzt plötzlich wieder gekommen ist, ja, das ist schon noch speziell. Mhm. Genau, aber ich weiss schon auch, es hat schon bei mir auch inneres Ringen umgelöst. Wie kann ich das machen, auch als Christ im Militär? Wie geht das auf? Das ist schon so Fragen, die einen beschäftigt haben. Mhm. Ja, Sophia noch gefragt zu dem Thema. Kommen wir nachher zu dem. Aber zuerst ganz kurz, einfach so ein bisschen, eben das, was mich so ein bisschen beschäftigt, ist ja, das, was hinter dem Krieg steckt, ist ja, dass sie Mächte, dass sie Gesinnungen, dass sie Ansprüche, dass man so zu dem Mittel von Krieg greift, dass man mit Truppen, Panzer und Raketen da dem einfach zerstört, oder? Und zum Beispiel ideologische oder religiöse Machtansprüche, also wir sind besser als dir, Punkt, und darum machen wir euch platt. Das ist jetzt mega abgekürzt. Nationalismus. Unser Land muss größer werden. Ethnische Spannungen haben wir auch jetzt im letzten Jahrhundert auch ganz viel gehabt, wo einfach ganze Bevölkerungsgruppen hätten sollen ausgelöscht werden. Macht gelöscht, manchmal von Einzelpersonen, manchmal von kleinen Gruppen. Aber auch Ressourcenängste, Schutz vor Unterdrückten, wo dann manchmal auch, wo man ja dann so als Schutzmacht auftritt und Leute beschützt, wo man, vielleicht ist das noch die beste Begründung für einen Krieg, ich weiß es nicht. Genau, und angesichts von dieser Dynamik, die so ein Krieg eben aufnehmen kann, das ist ja besser dokumentiert, habe ich Sophia gefragt, ob das Kriegsvölkerrecht denn nicht einfach eine Farce ist. Das Kriegsvölkerrecht wirkt oft machtlos angesichts der Brutalität und Dynamik moderner Konflikte, da es schwer durchsetzbar ist und häufig ignoriert wird. Dennoch bleibt es ein wichtiges Instrument, um Mindeststandards für Menschlichkeit im Krieg zu setzen und Kriegsverbrechen zu ahnden. Es ist also keine Farce, sondern ein unvollkommenes, aber notwendiges Regelwerk.
Ja, sie hat von dir gelernt, Dani, würde ich sagen. Hey, ja, genau. Vielleicht habe ich da jetzt vorher schon ein bisschen vorgegriffen. Für mich ist das aber schon auch eine Erkenntnis gewesen, muss ich ehrlich sein, dass eben, also, weißt du, es geht mir genau gleich, es ist ja absurd Absolut, eigentlich. ja, Es genau. ist eine absurde Ja. Vorstellung, es gibt ein Recht im Krieg. Jetzt aber gerade, wenn du in die Konfliktlösung gehst, merkst du eben, dass, da reden wir von Themen wie Vergebung, eben von Sühnung, von auch benennen, was ist denn falsch gemacht worden. Das hat eine extrem wichtige Rolle drin, dass überhaupt ein Konflikt auch wieder gut werden oder dass man eine Konfliktklärung anführen kann. Weil wenn einfach nicht klar ist, was falsch war und man muss sich irgendwo einig werden, da sind die Grenzen überschritten worden, die nicht gut waren. Das kann dann die Basis legen wieder für ein Zusammenleben. Eben, da kannst du natürlich global in verschiedene Regionen schauen, wo zum Beispiel Völkergruppen verstritten waren in einem Land. Und das spielt dann so Recht eben schon eine Rolle, weil sie dann auch dazu führen, dass vielleicht eine gewisse Abgeltung geschieht, die dann einen Boden geben dafür, dass man dann wieder versuchen, ein friedliches Miteinander zu führen. Oder? Also, dass eigentlich der Rachekreislauf nicht endlos Genau. weitergehen, weil sobald der Verlierer wieder stark genug ist, holt er wieder zurück und der nächste Verlierer holt wieder zurück. Also genau, so ist ja. Ein gewisses Recht kann geschaffen werden, auch für denen, die geschädigt worden sind im Krieg, ob das ist Missbrauch oder durch Tod oder was auch immer. Und es ist einfach ein wichtiges Element drin, in der Bereitschaft für Menschen, um nachher wieder überhaupt miteinander sich wieder aufeinander einzulassen. Oder? Ja. Eben, ganz geschweige denn von diesen Kriegstribunalen, die dann auch müssen abgehalten werden und aufgrund von diesen Gesetzen genau. und eben auch verantwortliche Personen zur Rechenschaft gezogen werden, weil das muss irgendwie schon gemacht werden, wo Böses ist. Also, das ist irgendwie auch das Grundprinzip. Ja, voll. Hey, also man sieht noch da, Krieg ist schrecklich, niemand will Krieg. Es ist Krieg schwierig, Grenzen, die ethischen Grenzen irgendwo einzuhalten. Also schwierig, nein, es ist nicht möglich, die einzuhalten, sie verschwimmen auch. Und die Regeln, die sollen so ein bisschen die absolute Eskalation einbinden. Ja, das ist es irgendwo. Aber es ist ein unvollkommenes, aber notwendiges Regelwerk. Ich finde, es ist so, ja, es ist ein Versuch, aber es bleibt schwierig und schlimm. Mhm. In den letzten Jahren, so 10, 15 Jahre, haben ja die bewaffneten Konflikte zugenommen. Wir gehen jetzt auch nicht auf Details, wo und wie und wo, aber Krieg hat zugenommen, bewaffnete Konflikte. Und so ein bisschen aus subjektiver Wahrnehmung ist er natürlich auch näher gekommen. Also seit da Russland die Ukraine angegriffen hat, ist der Krieg nach bei uns. Und man hat ja im Militär schon immer Angst gehabt, dass die Russen angreifen. Das war so der Spruch bei uns, oder? Das ist jetzt passiert. Nicht die Schweiz, sondern die Ukraine. Über diesen Krieg könnte man so lange diskutieren. Es ist wild geworden in der Weltgeschichte. Nicht erst mit dem, aber das jetzt sicher jetzt, und nicht der Zeitpunkt nicht so weiter jetzt ruhiger ist worden. Hey, mal ganz einfach eine Frage in die Runde. Der 3. Weltkrieg, der wird jemand mal genannt. Habt ihr Angst vor dem? Habt ihr das Gefühl, ja, nein, sowieso nicht? Oder habt ihr das Gefühl, es ist gleich dran? Oder wie stehen wir dazu? Steht ihr dazu? Und warum vor allem? Ja, also die Tendenzen, wie ich vorher schon gesagt habe, denken mich, ja, wir sind sicher näher, als wir auch schon sind. Es sind natürlich auch, dann, wenn man es dann wieder im grösseren Bogen anschaut, Zyklen, die ja gleich dann nicht jetzt ewig gehen. Also ich denke, eben, es war der Kalte Krieg, wo man dann auch die atomare Aufrüstung und all das hatte. Dann hat man sich irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ja, man findet sich irgendwie drin, dass es so auch nicht weitergehen kann, dass man einfach überall immer mehr und mehr und mehr. Und dann hat es Phasen gekommen, wo man vielleicht in die andere Richtung geschafft hat. Und jetzt denkt es mich, so in den letzten Jahren ist es sicher eher in die andere Richtung wieder gegangen. Also Budgets, die erhöht werden, Parteien, die jetzt direkter auch sich positionieren und sagen, hey, genau, wir sind ready für das, was kommt. Kriegsschiffe, die da in Regionen geschickt werden und so. Also mich denkt so ein bisschen die Schwelle, die Hemmschwelle für ja, Intervention im Militärischen, die sinkt aktuell oder ist gesunken in den letzten Jahren. Und insofern, ja, würde ich sagen, wo ich vor ein paar Jahren vielleicht gesagt habe, nein, du, also, das ist so weit weg. Und da hat man doch jetzt gelernt, ja, merkt man, nein, also da schwelen schon noch viel Spannungen und viel Konflikte immer noch. Mhm. Ja, für mich hat sich in den letzten 2 Jahren schon eine gewisse Sicht verändert, dass ich eher vor 2, 3, 4 Jahren noch gesagt habe, hey, grundsätzlich ist mein Blick sehr positiv, sehr angstfrei in dem Sinne auch, und hey, das kommt schon gut. Ich glaube auch geprägt durch eben mein Aufwachsen in einer Zeit, wo unsere Welt in die Abrüstung ist.
das ist prägt von dem. Vieles hat sich, was diese Themen anbelangt, in eine gute Richtung entwickelt in meiner Lebzeit, in meinen ersten 20 Jahren vom Leben. Und jetzt erst in den letzten 10 Jahren eigentlich wieder eine Dynamik aufgenommen. Und ich finde jetzt, dunkt es mich wie so, die Dynamik hat sich intensiviert. Und für mich ist schon in der Zwischenzeit auch eine greifbarere mögliche Realität, dass größere Krieg auf dem Globus ausbricht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe wegen dem, aber ich würde mal sagen, es besorgt mich schon, wo wir ansteuern als eine globale Gemeinschaft. Mhm. Mehr als es noch hat vor 2-3 Jahren. Es geht mir sehr ähnlich. Ich finde auch, wir sind ja so in einer demokratischen Bubble, oder? Das ist ja nur ein Teil der Welt, der demokratisch funktioniert. Und noch dort ist mega viel Verschiedenes. Und das ist nicht der Versuch, friedlich miteinander zu leben. Das würde andere Systeme auch sagen, oder? Aber die Systeme miteinander, und da ist sich irgendwie, glaube ich, die Machtverhältnisse ein bisschen am Verschieben. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie weit dass man da gehen will. Allein an Rhetorik gemessen, denkt es mir, jetzt ein Kriegsministerium in den USA, anstatt Verteidigungsministerium, da steckt schon eine Ansage dahinter. Jetzt, ich meine, was das genau bedeutet und so Ja, weiter. genau. Wo ist es einfach ein Poltern, Genau. oder? Ja. Und Aber gleich so voll. ein Ich find bisschen, mir denkt so ein das bisschen das Gleichgewicht vom Schrecken manchmal, oder so ein bisschen, wir sind stärker, nein, wir sind stärker. Und solange der andere das Gefühl hat, wir sind stärker, solange beide voneinander das Gefühl haben, was auch immer. Es ist so ein bisschen, es gibt ein gewisses Gleichgewicht, oder eine gewisse Sicherheit in dem, dass beide, wenn es zwei sind, beide können es gegenüber vernichten und in dem Wissen weiss man, wenn ich angreife, dann tut es mir selber weh. Und so gibt es das Gleichgewicht, die Balance. Das ist schon ein bisschen eine kalte Krieggeschichte, oder? Und ich schon das Gefühl habe, es tönt ein bisschen mehr so, ich meine, den Kalten Krieg habe ich selber nur ganz am Rand miterlebt, als kleines Kind. Aber mir denkt schon, es erinnert einem manchmal ein bisschen daran, ja. Ja, harren wir ein Ding. Schön, dass du auf einen von unseren Gesprächspodcasts geklickt hast. Mit dem Format ist so unser Ziel, Glaubens- und Lebensthemen authentisch und relevant zu vermitteln. Wenn dich das anspricht und du gerne mehr von dem möchtest sehen, bist du herzlich eingeladen, uns dabei auch finanziell zu unterstützen. Über den eingeblendeten QR-Code kommst du auf unsere Spendenseite, wo dir das dann ganz einfach ermöglicht. Und jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Inspiration mit dem GVC Podcast Talk. Ja, eben, es sind immer die zwei Seiten und gleich die Bemühungen, auch aktuell eben die Konflikte irgendwie auch anzugehen. Und dann ist schon immer auch die Frage, eben, ja, das Mittel auch von der Gewalt, um eben einen Weg zu finden, wo dann wieder Frieden kann schaffen kann. Ja, das sind auch grosse Spannungen, grosse Fragen. Ja. Es gibt ja, denke ich, im Krieg immer auch Menschen, die leiden. Und das Leid eben, ja, das ist ja selten eins, das dann vergessen wird. Also ja, wo löst man den Konflikt auch kurzfristig, aber mittelfristig und längerfristig ist es einfach ja, ein bisschen auf die Seite geschoben. Also ich finde, es sind schon viel aktuell spannungsvolle Themen und ich denke auch für die an Entscheidungspositionen sind, sehr spannungsvoll, ja, weil das, also ich nehme nicht an, dass irgendjemand sich das aussucht. Das ist ja. Das ist also Tragweite, Entscheidung mit Tragweite und so. Ja. Vielleicht noch als letzter Gedanke, der sicher auch das hier spielt, ist für mich schon auch wichtig, eben immer versuchen, so ein bisschen die Weltgeschichte auch noch aus einer grösseren Perspektive anzuschauen auch, und nicht Geschichte zu vergessen zu sein. Eben nicht, um jetzt das klein reden. Ich habe gesagt, irgendwie bin ich besorgter als auch schon, aber schon auch eben das Bewusstsein zu haben, dass unsere Welt auch schon viele dunkle Zeiten erlebt hat und unsere Geschichte. Und ich bin ein bisschen vorsichtig im Sagen, jetzt wird alles schlimmer und das bin ich weiterhin nicht dort, weil ich glaube, es hat einfach auch schon viele Wellen gegeben. Und manchmal ist das auch ein bisschen eben eine Geschichtsvergessenheit, auch ein bisschen eine Anmassung. Heute jetzt schon von einfach all dem auch wieder alles ganz schlimm zu sehen. Mir hilft es auch noch ein bisschen, hoffnungsvoll zu bleiben, ohne zu negieren. Eben, dass wir auch im Moment gerade einfach schreckliche kriegerische Auseinandersetzungen haben, wo wirklich auch Menschen darunter leiden. Ja, genau. Also der grosse also eben, das tönt so, also das Bagatellisieren, ja, Krieg hat es immer gegeben. Ja, das ist leider so. Also der Mensch ist offenbar nicht imstande, das wäre jetzt eine grosse Diskussion, im Frieden miteinander zu leben. Und es gibt Initiativen, die es versuchen, die es auch immer schon versucht haben. Aber am Schluss scheint das nicht
zu funktionieren. Es scheint einfach nicht in unserer Hand zu sein, oder? Mhm. Ich möchte gerne noch schnell den Link ein bisschen schlagen zu Gott. Gott und Krieg, das ist ja auch noch ein bisschen ein kniffliges Thema. Und jetzt da wir als Pastoren, oder, wir reden ja gerne über das Neue Testament, über die Liebe, wo Jesus mega betont und selber ja auch lebt und ist. Also die Liebe, die uns rettet am Schluss. Jetzt haben wir beim Alten Testament ja auch viele Beispiele von Krieg, von Mord und Totschlag, von Gott verordnet quasi, oder? Ja, also ist in dem Fall Krieg ein legitimes Mittel, wenn man da im Auftrag von Gott unterwegs ist? Oder wie würdet ihr das deuten? Ich finde das eine mega herausfordernde Frage. Und ich ringe auch weiterhin immer wieder mal mit so Texten, gerade auch aus dem Alten Testament, aus der Landnahme zum Beispiel, also wo das Volk dann ins verheißene Land geht, dort die zusammentreffen mit den anderen Stammesvölkern und so weiter. Einfach um das mal vorbemerken. Ich habe da nicht eine fertige Antwort und eine Lösung. Ich finde, es ist ein Ringen für mich auch mit dem Bild von Gott und dieser Seite. Was mir hilft dabei, ist so mal ein Ansatz, ist so den heilsgeschichtlichen Gesamtplan zu sehen, der in diesen Texten rauskommt. Eben, das ist ein Gott, der einen Weg geht mit seinem Volk. Das ist damals auch ein sehr übliches Konzept gewesen, dass jedes Volk ja seine Götter hatte. Im Fall von Israel ist der eine, der alleinige, nicht irgendwie ein Vielgötterglaube, sondern und sie sind das erwählte heilige Volk. Und das sind natürlich, das Bild hilft mir, zu sehen, das ist wie das hat die Denke gehört, dass man dann auch dazu hat auch Raum gehört, wo man einnimmt, ein Land, wo man hat. Und das hat dann natürlich in der Entwicklung von der Geschichte zu Konflikt geführt mit diesen anderen Stämmen, mit anderen Gottheiten. Und die sind in diesem Kontext damals so ausgetragen worden. Und auch in diesem Verständnis von der Gott kämpft jetzt mit uns und für uns. Und dann geht aber die Geschichte ja weiter und dann kommt eine Wendung auch im Neuen Testament. Einerseits finde ich heilsgeschichtlich schon im Alten Testament Andeutungen, dass ja der Gott ein Gott ist, der das Segen für alle Völker will. Also dann nicht eine Trennung der Völker, sondern das Segen geht für alle und in Jesus kommt das. Und damit habe ich nicht beantwortet, wenn ich genauso umgehe mit diesen kriegerischen Zügen oder Attributen, die der Gott auch hat. Aber ich sehe eine Dynamik richtig. Es geht nicht um den Krieg, sondern es geht auch ums Zusammenkommen um den Gott und hin auf den Gott und Segenempfang von dem Gott. Das hilft mir mal so. Aber das ist nicht eine komplette Antwort. Ja, ich finde es auch extrem spannungsvoll und ich denke mir, jeder Ansatz, das Versuchen irgendwo zu greifen, der hat einfach seine Limiten. Eben für mich ist schon auch die Gewalt und das Leid, wo Menschen sich antun, einfach ein Zeichen von dieser Unvollkommenheit, von dieser Schöpfung, die irgendwie kaputt gegangen ist, auch durch den Sündenfall, wie man so sagt. Und ich finde, auch die Geschichte vom Alten Testament zeigt einfach auch sehr schonungslos, zu was Menschen fähig sind, was sie sich gegenseitig antun, eben wenn sie losgelöst von dem Gott leben. Und zeigt irgendwie einen Gott, der dieser Ungerechtigkeit und dem, was Menschen da eben einander antun, dann manchmal auch Grenzen setzt und sagt, hey, es gibt irgendwo einen Stopp. Und ja, dann auch eingreift da drin und wieder eben von einer Art Partei ergreift, oft für die Schwachen, für die Hilflosen, für die Unterdrückten. Das erklärt auch vieles nicht, aber es ist auch so ein bisschen ein Bild, das mir noch hilft. Eben am Ende mega, ist es auch, super. die Bibel beschreibt das wie als Zwischenphase und es kommt einmal eine Zeit, wo dann eben, heisst es ja dann, die Schwerter zu Pflugscharen werden und so. Also, ja, wo man irgendwo auch Hoffnung darf haben auf eine neue Realität, aber die geht nur durch eine grundsätzliche Veränderung durch Jesus. Ja. Ja, und ich finde, das ist schon etwas, was durch die ganze alttestamentliche Geschichte durchdringt, dass Gott ein Gott ist, wo das Leid und Gewalt, vor allem die Ausbeutung vom Schwachen, wo er immer sieht und hört, wenn es ruft, in diesen Rahmen, die er gibt, versucht zu verhindern. Eben, da sind wir bei dieser simplen Anweisung Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder? Wo ja schon, das ist ja schon eine Eingrenzung von Gewalt. Und gegen eine Massnahme gegen Blutrache, die eigentlich eskaliert. Und ich finde, das drückt sich nicht nur in diesem Fall, aber an ganz vielen Orten immer wieder aus. Für Gott hat das menschliche Leben
die höchste Würde. Und das ist schützenswert, auch wenn dann drin manchmal Geschichten sind, wo ich Fragezeichen habe, wo ich auch, wie sie uns dargestellt werden, auch die Rolle von Gott für mich sehr herausfordernd ist. Mhm. Ich auch nicht vielleicht das ganz verstehe. Mhm. Ja, genau. Aber schon auch ein Kontrast zum Neuen Testament, und im Neuen Testament ist schon ganz eine andere Dynamik gesehen mit eben Aufruf zur Liebe, Aufruf zum Miteinander. Und dann gibt es im Neuen Testament schon, also jetzt aus neutestamentlichen Versen könnte ich den Krieg nicht rechtfertigen, muss man so Hey, sagen. eben, ich finde, mit der Bibel kannst du einfach auch mega viel machen. Weißt, das finde ich schon noch krass. Ich meine, die Bibel ist auch schon noch ein krasses Tool, weil du kannst eigentlich so viel, du findest fast für alles, was du willst machen in deinem Leben, irgendeinen Vers, der dich drin bestärkt. Ja, ja. Wenn du ihn aus dem Kontext rausnimmst und irgendwie nutzt. Jetzt gerade letzte bin ich über den Vers aus dem Lukas 22, 36 gestoßen. Ich lese ihn gerne noch vor, Ja. in der Vorbereitung noch da reingenommen. Da sprach er, Jesus, zu ihnen: Aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Jesus-Aussage, Lukas 22, wir sind da in der Endzeitrede, oder in diesen letzten Reden, wo er auch sagt, was kommt. Jetzt ist das natürlich zu kontextualisieren und man muss es auslegen. Es ist auslegungsbedürftig. Weil für mich kontrastiert das enorm mit Aussagen aus der Bergpredigt, wo das Gegenteil sagen. Und dort finde ich es auch noch krass, die Bibel kannst du zu vielem herziehen, oder? Ja. Und jemand hat das gepostet, kürzlich, und ich denke so ein bisschen, ja, in dem Fall, also, das ist ja auch ein Aufruf für, hey, jetzt müssen wir parat sein, jetzt müssen wir irgendwie Ja. auch mit dem Schwert parat sein. Ich finde Ja. das noch krass, ja. Ja, und Jesus ja selber nie ein Schwert angelenkt hat, obwohl er alle Grund hätte gehabt. Eben gibt es die vielen Stellen, oder, Ja. wo der Petrus mit dem Schwert versucht, sich zu wehren gegen die Festnahme, und er sagt, tu das weg. Genau, ja. Ja. Dann am Schluss bleibt es auch ein bisschen deutlich. Ich wäre bei deiner, glaube ich, schon auch, dass ich finde, Jesus hat nicht das Reich von der Gewalt und vom Krieg und nicht ein Reich von dieser Welt propagiert, sondern ein anderes Reich mit anderen Prinzipien. Ja. Ja. Ja, hey, wir gehen noch ein bisschen weiter. Eine so Aussage ist, das erste Opfer vom Krieg ist ja immer die Wahrheit, oder? Wahrheit jetzt nicht weniger im Sinn von Jesus ist die Wahrheit, das ist natürlich so. Und das kann man nicht abstreifen in dem Sinn, aber mehr so richtig Fake News, richtig Propaganda, wo man natürlich Jesus auch, eben, du kannst die Bibel für alles brauchen. Und etwas, was bei uns schon stark, ja, also in meinem persönlichen Leben, aber auch bei uns als Pastoren da eigentlich immer kommt, ist die Kriege in Israel, jetzt gerade der Gaza-Krieg, das löst Diskussionen aus. Und da wird oft sehr vehement diskutiert mit «Du weisst ja gar nicht, was wirklich ist». Also da wird mit der Wahrheit wird voneinander eingeprügelt, mit so Statements wie «Es gibt keinen Hunger in Gaza, das ist alles eine Propagandalüge». Oder die Palästinenser sind selber die schuld. Oder Israel begeht Genozid. Das ist einfach auch so eine Aussage, die rausgehauen wird, völlig unreflektiert. Oder Israel ist für den 7. Oktober selber verantwortlich. Hat das in dieses und jenes nicht gemacht, ist sie selber die schuld. Das ist, natürlich sind das einfach Phrasen, aber da gibt es noch ganz viele andere Aussagen, die einfach anstelle von Wahrheit kommen. Zum Teil wird das gemacht, zum Teil kommt das aus den jeweiligen Kriegsministerien oder Organisationen, die Videos posten, bewusst Aussagen machen, die schlicht eben nur dem dienen, dass man das Gefühl hat, dass die Kriegspartei ethischer handelt. Vorwürfe sind viele, Deutungen sind viele. Und die Forderungen, dass wir als Kirche uns öffentlich hinter Israel stellen sollen, damit wir das Sagen nicht verlieren, zum Beispiel, das ist so eine, die man immer wieder hört, oder? Das ist etwas, das bewegt mich. Und da frage ich mich dann, woher kommt das? Wie ist das zu deuten? Auch die Tatsache, dass man, je nachdem, was man eben glaubt, entweder ist man einfach Antisemit oder man ist ein unreflektierter Israel-Freund und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also wenn man neu ein bisschen eine abweichende Haltung hat, ist man gerade dieses oder jenes. Also da können wir jetzt noch ein bisschen weit ausholen. Und da können wir auch noch auf einzelne Sachen vielleicht eingehen im Gespräch. Aber so Krieg und Wahrheit, das vertreibt sich offensichtlich ganz schlecht. Aber die Leute kämpfen für die Wahrheit, die sie das Gefühl haben, sie sei.
Wie gehen wir mit dem um? Jetzt, wir haben ja keinen Zugang zu dieser absoluten Wahrheit im Sinne von, wir haben ein Bild von dort, wo der tatsächlichen Wahrheit entspricht, also den Tatsachen entspricht. Wir sind ja auch diesen Sachen ausgeliefert, die auf uns einprasseln. Wie geht ihr damit um? Von dem, also gerade auch mit dem Anspruch, dass Killen ja müsste, oder? Das ist ja, ja. Ja, ich glaube, das erste Mal nur schon das eben, ja, wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass das so ist. Ja, die Parteien in so einem Konflikt, in so einem Krieg, die probieren mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, das Geschehen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und da ist klar, da wird auch, was berichtet wird, wie es berichtet wird, wann es berichtet wird, diesen Interessen untergeordnet oder genutzt in dem Sinn. Und ich denke, die Sicht ist schon mal eine, die einem auch hilft, zu sagen, ja, irgendwo bleibt da immer Reste von, wir wissen es wirklich nicht. Und ich denke auch, viele, die sehr nahe dort sind, wissen es nicht, weil eben so direkt betroffen, genau dahinter gesehen, eben, es ist immer irgendwo gefärbt. Und ich glaube, das hilft mir auch im Umgang mit all diesen Aussagen und Statements und Berichten eben irgendwo auch so ein bisschen eine Form von Demut oder so zu behalten, die sagt, hey, ja, so ganz genau weiß ich es nicht. Und so sehe ich es im Moment, so verstehe ich es, so deute ich es, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ja, ich bin gerade jetzt ein bisschen erinnert an unsere letzte Podcast-Folge zu der Polarisierung. Oder? Das ist das Thema, wo man mir, oder wenn du fragst, wie gehe ich mit dem um, ich merke, ich finde es mega schwierig, um irgendwo eine gute, mittige Position zu finden und nicht einfach Rückzug zu begehen in dieser Schlacht von Meinungen und Haltungen. Eben, weil ich auch, sagen wir so, was ja für mich spricht in dieser Situation, ich bin eigentlich nicht mega betroffen von der, aber das macht es auch mega schwierig, weil ich als Schweizer, jetzt im konkreten Fall von dem Konflikt in Gaza, ich bin so weit weg, aber heute kannst du dir zu allem, alles geht sehr schnell, zu allem gibt es eine Meinung, zu allem müsstest du eine haben. Also ich merke, das überfordert mich irgendwo auch. Jetzt kann man sagen, da das ja auch Israel betrifft, was eine sehr enge Verbindung mit unserem Glauben hat, hat es natürlich schon eine gewisse Relevanz, wo ich auch merke, ja, da habe ich auch ein gewisses Grundinteresse, das noch grösser ist. Sonst würde ich glaube noch viel mehr sagen, du, mich auch ein bisschen unabhängig geben und sagen, ich bin irgendwie, ich stehe außerhalb von dem, ich kann auch nicht alles ganz nachvollziehen. Und durch das ist man sicher so ein bisschen mehr mit drin, eben, man wird eingezogen und hey, ich finde es schwierig. Ich versuche irgendwie nicht taub zu werden für eine Breite an Stimmen. Also zu verhindern, dass ich einfach in einer Bubble lande. Das ist so mein Versuch, solange ich es irgendwie auch mag. Und ich mag das eigentlich schon noch. Ich mag schon lesen und das zeigt sich so ein bisschen in meinem Insta-Profil. Und da bin ich auch noch froh. Per Zufall habe ich auch wirklich in der Breite Menschen, die jetzt einfach auch wo irgendwie mit mir verbunden sind, von wirklich, sage ich, sehr, sehr klar Pro-Israel-Statements, nur das, eigentlich auch nur, sage ich, der Teil vom Leid betonen, wo jetzt Israel geworden ist und das, was für Israel schwer ist. Alles andere findest du gar nicht. Und auch das Gegenteil habe ich auch. Menschen in meiner Filterbubble, die nur Pro-Palestine-Propaganda kundtun. Und ich versuche beides irgendwie wahrzunehmen, beides einzuordnen, so gut ich das irgendwie kann. Ich finde es aber auch noch gut, wenn es ein bisschen Breite gibt. Und eben manchmal merkst du, zum gleichen Event hast du einfach zwei alternative Wahrheiten, die darauf getischt werden. Was mir meistens dann beide suspekt erscheinen. Ja, genau. Ja. Ja, ich finde auch noch, also ich finde die Forderung, dass man sich auf eine Seite muss schlagen, finde ich schwierig. Aber weil ja die Information gar nicht da ist, ich das so nicht muss richten. Jetzt, was den Schutz der Schwachen betrifft, habe ich sehr eine klare Haltung. Und wenn mir dann einfach jemand sagt, ja, das stimmt nicht, das ist gelogen, das hilft mir jetzt auch nicht mega weiter, oder? Aber was, wenn beide Schiefungen weg sind? Also ich denke, manchmal dort ist so ein bisschen, ja, wahrscheinlich gibt es nicht jemanden, der gut ist und jemanden, der böse ist. Ja, voll.
Also weißt du, wie ein Challenge finde ich, und das ist ein riesen Thema, über das werden wir ja jetzt auch wieder abstimmen, so ein bisschen die Unabhängigkeit der Medien. Ich finde einfach, es ist enorm wichtig, dass wir eine unabhängige Presse haben, die so unabhängig wie möglich versucht zu berichten. Ich folge gewissen Kanälen auch offizieller Natur von diesen Konfliktparteien, jetzt auch vor allem israelischen. Und ich meine, du merkst einfach, das ist natürlich ihre Sicht auf Dinge. Und da kommt auch etwas mit, oder allgemein, es wird viel mit, in den Social Media wird viel mit Emotionen geschafft, mit mega viel von dem. Und da glaube ich schon, sich stark zu machen für eine so unabhängige wie möglich Presse und dort vielleicht auch noch eine gewisse Breite drin zu haben. Das ist für mich ein Schlüssel. Und das irgendwie zu stärken und unabhängiger Journalismus, wo kann Meinungen in einer Breite abdecken und nicht im Auftrag von jemandem berichtet. Mhm. Das fände ich wäre so ein Ansatz, den ich wichtig fände zum Fördern. Ja, voll. Also, und das ist ja, also unabhängig ist ja ein mega schwieriges Ding. Jetzt zum Beispiel ein paar, also wir werden immer wieder so Newsportal vorgeschlagen, ja, musst du mal dort lesen, dort steht die Wahrheit. Und ich habe das dann wirklich gemacht, also, die gibt mir wirklich in dem Sinn, also gut, ich gehe mal lesen. Die einen, 2, 3 habe ich schon kennt und 2, 3 andere habe ich gefunden, okay, spannend, gehe ich schauen. Und für mich ist dann wichtig, wer steckt dahinter, was stecken für Kräfte, für Finanzen dahinter, also woher kommen die Finanzen, sprich, und dort findest du dann raus, was ist das Anliegen, je nachdem. Ja, genau. Und dort merke ich dann schon, ja, es ist ja schnell unabhängig. Und Genau. ganz unabhängig im luftleeren Raum auf einem Gibt's wohl weißen nichts. Papier, ja, okay. Und gleich ist es, ja, mir denkt es schon, wenn die politische Partei oder Leute aus einer politischen Partei mit einem Fonds, wo sie für die Zeitung oder für das Portal in dem Sinn Ja. haben, mit diesem Zweck und so weiter, und merken, okay, also wenn der Zweck etwas ist, was politisch ist, dann ist es schlicht nicht unabhängig. Und dort merke ich schon, dort bin ich auch ein bisschen kritisch und ich probiere dann schon nicht einfach, wenn es nach einem Newsportal aussieht, das wird schon gut sein, sondern auch, ja, da hat man nachlesen. Ja, also mit unabhängig, genau meine ich eigentlich auch, das muss man ja definieren. Ich meine damit nicht staatsunabhängig, zwingend. Ich meine mehr eben unabhängig, das heisst einer Breite verpflichtet. Oder einem Versuch, ein neutrales Bild oder verschiedene Meinungen abzubilden. Das meine ich damit. Ja. Bin ich voll bei dir. Und ich finde, das ist genau der Job, der mega schwer ist, aber wir auch machen müssen, um dahinter zu schauen und sagen, ja, wer steckt denn da dahinter? Das kann im Fall eben ein Staat sein, der aber nicht wo einseitig berichtet. Das kann aber auch eine Organisation sein, es kann eine politische Partei sein, das kann eine Gesinnungsgruppe sein, die hinter etwas steckt. Und ich meine, immer findet man es nicht aus, aber ich glaube, man kann das schon ein bisschen versuchen auch zu erkennen. Und ich glaube, das ist Medienkompetenz, wo ich finde, ist jetzt so, weißt, meine Beteiligung in diesem Konflikt hat unter anderem nichts zu tun. Ich muss, glaube, das stärken und fördern bei mir und wenn es geht, auch bei anderen, dass man das ein bisschen erkennt. Und mir dann zu überlegen, ja, was bedeutet es für die Schweiz? Und das könnte man natürlich abdriften noch in diesen Diskurs für die Halbierungsinitiative, oder? Und dort diskutieren, ja, was ist denn unabhängig? Und, und was fördern wir mit dem? Ja, machen wir jetzt nicht, wird auch nicht kappen. Aber ich merke, das sind die Themen, die das schon dann betreffen, oder? Ja. Ja, hey, und dann das Zweite, was mir noch in den Sinn kam, ist zu Krieg und Wahrheit. Ich merke so ein bisschen, weißt, eben, ich habe vorhin gesagt, ich würde mich gerne ein bisschen zurückziehen, manchmal. Das ist so mein, weil ich gar nicht will. Ich finde es komplex und schwierig, aber dann gibt es aber so wie in diesen komplexen Konflikten auch Einzelthemen, wo ich schon klare Meinungen habe, oder wo ich auch finde, da gilt es auch, Verurteilung zu machen in eine Richtung. Aber es ist einfach alles auch so aufgeladen und verwoben und eben, es wird so verkürzt dargestellt und es ist auch so, es gibt nur das oder das und eben alle Differenzierung fehlt mir dort dann auch. Das finde ich auch noch so ein Challenge. Ja. Ja, und ich finde, was du noch gesagt hast, gut, eben so in der Breite auch versuchen, das an sich anzulassen. Eben natürlich ist es ja immer schwierig, dann bis ins letzte Detail zu wissen, eben, was steckt da dahinter. Aber wenn man da so ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel hat, dann hilft mir das persönlich auch, um irgendwie so ein bisschen, ja, halt nicht etwas aus den Augen zu verlieren und nicht in eine Einseitigkeit hineinzukommen. Das sagt ja dann noch lange nicht darüber aus, wer jetzt recht hat und eben oder welcher Seite man sich stärker verpflichtet fühlt, sondern eben auch irgendwie, ja, ich glaube so die Menschen, jetzt vor allem wenn es um Kriege geht, die Menschen, die betroffen sind, dahinter irgendwie versuchen, so ein bisschen wahrzunehmen, das Leid und sich von dem auch betreffen zu lassen und das
gibt dann noch kein Urteil. Aber eben, ich finde, es schützt einem vielleicht auch ein bisschen davor, eben von der Entmenschlichung vom Gegenüber und davor irgendwo einfach, ja, Das finde ich mega wichtig. einem bestimmten So Zweck dann dass einem bestimmten Zweck alle Mittel dann heiligen, zu sagen, nein, irgendwie am Ende stecken da Menschen dahinter, ja, und manchmal auch die, wo Täter sind, ja, sind auch Menschen und wie irgendwie ein bisschen sich einzulassen auf das. Genau. Mit dem Wissen, das finde ich auch gut zu sagen, das rechtfertigt dann Sachen nicht. Und dann darf man trotzdem sagen, eben, wo einander Gewalttat da wird und so, wo Leid ist und so, das ist nicht richtig und das ist falsch und das muss immer noch Platz haben. Also nicht, dass dann so eine Umkehr plötzlich passiert. Das meine ich nicht mit dem. Oder wenn man sich einlädt auf das, dass dann plötzlich so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt, nicht das. Sondern mehr einfach auch, eben, das auch so ein bisschen an sich heranzulassen, was da passiert. In der Breite. Mhm. Ja, voll. Jetzt Krieg lässt immer etwas hinten raus, also unten raus oder was auch immer. Also im Krieg hast du immer, auch wenn er vorbei ist, irgendetwas ist passiert, irgendetwas ist nachhaltig anders. Merken wir ja oft, jetzt mehr hier in der Schweiz, oft wirtschaftlich. Also bei uns kommt dann manchmal wieder eine Schlagzeile, dass der Ölpreis wieder in die Luft rauf ist, oder? Oder sonst, dass es wirtschaftlich vielleicht trifft. Rüstungsausgaben, eben jetzt gibt es so die Angst, die ein bisschen auftaucht, wo die Weltgeschichte ein bisschen nervöser wird. Etwas, was uns sehr direkt auch in der Schweiz tangiert, ist Leute, die flüchten. Das ist ein riesen Politikum. Ich möchte jetzt heute nicht über Parolen reden. Leute, die flüchten. Wir müssen nicht prüfen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber Leute, die den Weg finden zu uns, weil sie in dem Land, wo sie daheim wären, nicht mehr leben können. Hilfsbedürftige Flüchtlinge. Ist das vielleicht das, wo wir als Christen auch konkret etwas machen können? Ich denke es ja. Mitunter. Eben, das ist das Absurde in unserer, weißt du, das demokratischen Wohlfühloase Schweiz eine Art, oder? Wir sind ja wie an einem anderen Ort, wo jetzt die Kriege noch nicht so sind, aber bei uns gibt es andere Auswirkungen von dem und ich denke, Flüchtende sind Menschen in Not, die bei uns ankommen und ich finde schon noch einen guten Ansatz ist, wenn sie da sind, dann haben wir eine Pflicht an ihnen. Und zwar bevor man vielleicht dann muss fragen, ja, wie sind jetzt die da gekommen und alles, sondern dann sind sie da und dann, denke ich mir auch, hat auch unser Glaube einen Auftrag an uns, um auf ganz verschiedenen Ebenen da etwas zu tun. Ich denke, auch da gibt es eben wieder, dann gibt es die staatliche Ebene, wo einiges läuft in der Schweiz, die kommunale Ebene, dann gibt es private Initiativen und dann gibt es mein Persönliche, ja, wo ich kann, ja. Und ich finde schon, das wäre eines von diesen Themen, ja. Neben anderen. Ich finde auch, also eben, es ist ein vielschichtiges Thema, das hast du jetzt schon angetönt, oder? Und ich denke, da eben das sind wir als Gesellschaft, als Weltgesellschaft, Gemeinschaft gefordert, irgendwie einen Umgang zu finden damit. So viele Leute eben vertrieben und auf der Flucht sind und wie geht man gut mit dem um und wo sind Möglichkeiten und Grenzen. Aber ich habe es so schön gefunden, wie du sagst, eben am Ende ist es ja dann für uns vor allem auch dort in der Begegnung mit den einzelnen Menschen, die dann da sind. Und das andere sind auch politische Prozesse, wo man auch nach Lösungen suchen muss und wo man auch ringt darum, wie kann man das gut machen. Aber ich denke auch eben miteinander mit Menschen, die geflüchtet sind, das sehe ich auch so als auch ein biblischer, christlicher Auftrag, wenn man die Bibel anschaut, sich diesen Menschen anzunehmen und gut mit ihnen umzugehen. Ich finde, zu dem ermutigt uns die Bibel, fordert uns auf zu dem und gibt viele Beispiele auch, wo das betonen. Aber ich merke, das ist auch schwierig im Alltag. Ich bin ganz ehrlich. Also weißt, auch für mich dort, also das tönt gut, oder? Aber was heisst das konkret? Wie lebt man das? Wie macht man das? Ich glaube auch, da gibt es viel zu lernen und da also bin ich auch selber weit weg von Experten auf diesem Thema. Ja, für mich ist so jetzt etwas, eine Chance, die uns birgt für mich, um da drinnen zu lernen, ist, dass wir an einem Ort, und ich laufe eigentlich auf dem Kinskiweg immer an einem Durchgangszentrum vorbei. Wir haben das in Kohlbrunn, wo vor allem flüchtende Familien kommen dort hin. Das betrifft uns so weit, dass auch im
Kinski von meinem Sohn regelmäßig Kinder für eine kurze Zeit einfach dazukommen, weil die werden eigentlich in die normale Kinski-Klasse gegeben. Und weißt, eben, es hat für mich auch mit dem zu tun. Irgendwie, dort versuche ich so mich anzulassen. Ich versuche irgendwie das wahrzunehmen und die Menschen zu sehen. Und manchmal mir zu überlegen, man sieht sie im Zug, man sieht sie mal unterwegs. Man hat auch mal ein Gespräch mit ihnen, wenn das geht. Ist sprachlich noch recht schwierig, oder? Und einfach dann auch versuchen, weichherzig zu sein. Man könnte mit ganz viel Vorurteilen dran gehen. Was machen die da? Wieso sind die da? Sie wahrzunehmen als Menschen, auch ein gewisses Mitgefühl empfinden. Dass ich denke, ich finde mein Leben schon so herausfordernd mit Kindern in diesem Alter und denke so, hey, jetzt kommst du da hin und dann schulst du weißt du, das Kind ist auch so eine gewisse Empathie mir zu fördern. Das ist jetzt eine Gelegenheit, die ich habe, weil das jetzt genau so liegt. Das wäre so ein Ansatz. Oder ich bin auch schon 2 Männern begegnet auf meinem Spaziergang und dann mit ihnen ins Gespräch gekommen. Eben auch so auf Englisch, brüchig. habe sie gefragt, woher sie kommen, ein gewisses Interesse zu bekunden und zu merken, hey, ja, da begegnest du immer dann nicht einfach Flüchtenden, sondern du begegnest Menschen und Geschichten und Geschöpfe von Gott. Und das ist so jetzt ein Ansatz, den ich wähle. Als Individuum, ja. Ich habe es mal versucht einzuladen zum Kaffee. Das ist nicht gegangen. Das war noch lustig. Ich habe gesagt, wenn dann auf den Kaffee herkommt bei mir, dann haben sie jetzt ich habe Vorbehalt gehabt. Ich weiß nicht wieso. Ja, voll, ja. Aber da kommt es irgendwie nach, oder? Ich denke, also ja, du hast jetzt vorher gesagt, von einer Gelegenheit geredet. Ich finde, es ist eine Gelegenheit, schon eine Herausforderung. Mega. Ich finde, es sind auch mega viele Fragen. Ich finde auch, als Christen sind wir andere, eben, wir haben es letztes schon mal davon gehabt, es ist so ein bisschen, das sind Menschen mit Würde, das sind Menschen mit einer Geschichte, die sind verjagt, vertrieben worden. Ohne jeden Fall jetzt pauschal zu beurteilen, es geht gar nicht um das. Wie viel darf es uns denn kosten? Wie viel darf es uns unser Leben durcheinander bringen? Ich finde jetzt die grosse Frage. Wie viel darf es für unseren Standard vielleicht auch mal kosten? Ja, dort wird es dann irgendwo ein bisschen realer. Voll. Mir brennt schon noch etwas unter den Nägeln, was ich finde, in der Schweiz trifft so. Es ist so die... ich finde auch bei uns merkt man, dass der Krieg dazu führen kann, dass man ganze Gruppen von Menschen einfach nicht mehr gleich wahrnehmen will. Und auch nicht mehr gleich irgendwie mit ihnen mitfühlen. Und das wäre für mich schon auch noch so ein Teil in das, was jetzt nicht nur bei den Flüchtenden, sondern auch bei schon Leuten da. Ich meine, wie reagieren wir, wenn wir Palästinenser begegnen heute? Was macht das mit mir? Habe ich gerade Vorurteile? Habe ich gerade Abneigung? Sehe ich gerade Hamas? Weißt du, so Leute, die ja meistens auch noch Verwandte haben, genau gleich mit den Juden. Wir haben viel in der Schweiz, Antisemitismus. Und wenn es mich nicht mehr betroffen macht, egal auf welche Richtung, wenn da eine Gruppe nur schon aufgrund von ihrer Rasse diskriminiert, ausgeschlossen, rassistisch beleidigt wird, ich glaube, dann muss man sich schon hinterfragen, wo wir stehen. Und das ist so ein Versuch, den ich mache. Ich möchte dort in dieser Breite empfindsam bleiben und auch reagieren. Und ich habe letztens einen Nachbar ins Enkel gestellt, weil er antisemitische Aussagen gemacht hat. Einfach so nebenbei. Möglicherweise lang schlummernde, aber heute ist es wieder gäbiger, zum sagen. Und also ins Enkel gestellt. Ich habe es versucht, achtsam zu machen. Aber ich habe gesagt, ich finde es mega gefährlich, so Aussagen. Du stereotypisierst, das kannst du nicht machen. Das fördert im Moment das Klima nicht bei uns. Hey, und jetzt nicht zu mich gut anstellen, es ist auch mega schwierig, um dann manchmal das Maul aufzutun, aber es ist so für mich noch so ein Barometer, um versuchen wahrnehmen, hey, wo stehe ich und wie betrifft es mich noch und so. Egal jetzt auf welche Seite, oder? Aber dass man da auch das Maul hebt. Aber wenn dann einfach so ist, ja, aber Antisemitismus ist ja schon nicht so schlimm, weil, also weißt, am Schluss, es ist jetzt halt eine Kriegspartei. Das ist so ein bisschen für mich, ja, also ich weiss nicht, ich finde es schwierig, ja. Meine Meinung, aber... Ja, also absolut, ja. Eben, dort kommt dann auch wieder, gegen den Krieg kann man sein, bin ich auch. Also, ich finde das nicht gut. Aber es ist etwas anderes als Bevölkerungsgruppe oder eine religiöse Gruppe einfach in einen Topf hineinzulassen und sagen, wie du das bist. Dann ist es mir einfach egal, dass du nicht mehr frei dich bewegen kannst und dass du eigentlich immer musst rechnen damit, dass du angegriffen oder beschimpft oder beleidigt wirst. Und ich denke manchmal, so wie ich nichts dafür kann, dass ich als Schweizer geboren bin und gewisse Privilegien genieße, kann der Palästinenser am Schluss auch nichts dafür, wo er geboren ist, oder der Jude. Oder der Russ. Und das ist gar nicht per se jetzt ein Vor- oder Nachteil, sondern irgendwo, glaube ich, so ein bisschen, unsere Herkunft kann eigentlich nicht ein Urteil über uns sein. Oder? Und das ist wieder auch sehr nahe an der Flüchtlingsthematik. Absolut, ja.
Yes, danke für das Gespräch. Da könnte man noch lange, da könnte man noch einige Seitengleise jetzt nehmen, die wieder zu Hauptgleis werden. Ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch schwierig, wirklich, wirklich an konkrete Infos zu kommen und so weiter. Und irgendwo probieren wir uns da immer wieder nach der Wahrheit auszustrecken und probieren weise Umgang zu finden. Darum haben wir auch bei unseren Kirchen die Tradition entwickelt, dass wir regelmäßig jeden Sonntag für die Bevölkerungsgruppen, die verfolgt werden, für die Kriegsherden, wo wir nicht wissen, wer die Schuld ist und wer wir beten für die. Und am Schluss, ja. Es ist ein bisschen Ming, aber das können wir, oder? Genau. Und das ist dann doch, der Adressat ist Gott, der doch noch ein bisschen mit hat, oder? Hey, ja, wir kommen zum Schluss. Team oder Trigger haben wir jeweils mit einer kleinen Frage, wo wir uns in ein Team hineinbegeben oder wir sagen, no, geht nicht. Und ich inspiriere mich an einem Kleingruppengespräch bei uns. Bei uns in Small Group, wir essen jeden Abend, wenn wir zum Beispiel Spaghetti, und bei Spaghetti, das kann man ja wirklich auch richtig und falsch machen. Darum sage ich jetzt mal, Spaghetti mit dem Löffel essen. Team oder Trigger? Team unterdessen. Unterdessen. Ich auch Team. Ich kann es beides, glaube ich. Es geht auch ohne. So richtig klassisch wäre ohne, oder? Meines Wissens. Wer sagt das? Aber Wer ich das sagt, habe es weiss ich immer auch nicht. mitgemacht und im Moment ist gerade so die Phase, wo mein Sohn auch gerne möchte. Weißt du, bis jetzt haben wir geschnitten, aber jetzt also, wenn er richtig krass ist, wenn man es drehen kann, sind wir das am Üben. Das war eigentlich auch noch die Aufwärmfrage. Ja. Spaghetti schneiden? Also, Trigger. finde ich auch schwierig, ja. Fast noch schlimmer brechen, oder? Bevor man es ins Wasser tut. Ja, genau. Bricht das Herz. Ach. Da bricht das Herz. Nein, das ja, würde genau. ich jetzt glaube auch nicht machen. Wirklich nicht. Also ja, für Kinder eben, ja, aber sonst... Ja, Bei mir ist es Trigger, weil es im Moment Realität ist. Das heisst, ich muss es ja voll schneiden, immer wenn wir es machen. Das heisst auch, weißt du, was mache ich, bevor ich es koche? Ich brich es schon einmal, weil es ist einfach dann einfacher zu malieren tun und es kommt ja eh nicht davon, weil ich muss es nachher Du brichst Spaghetti wieder vor dem Kochen. Das ist jetzt Ja, ein Pfand, gell? Nur wenn ich es für die Kinder mache. Okay. Sonst nicht. Okay. Und ja, im Moment triggert es einfach, weil in Griechenland hat es jeden Abend bei meinem Sohn Spaghetti gegeben. Das heisst, ich habe jeden Abend geschnitten. Ja. Oh Voilà. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs dabei sein und wie immer, ihr dürft euch melden, auch wenn ihr eine andere Meinung, eine andere Haltung habt. Meldet euch, bleibt dabei anständig und höflich, das probieren wir da zu sein. Aber meldet euch, es nimmt uns Wunder, auch wenn euch noch andere Themen Wunder nehmen. Nächstes Mal gehen wir weiter mit einem ganz spannenden Thema in der heutigen Gesellschaft, Reto. Ein Wort dazu. Ja, über die jüngeren Menschen da, Generation Z, Generation Alpha, das wird immer mehr ein Thema und wir fragen uns ein bisschen, was macht das mit uns auch als Kirche, wo begegnet uns das und was heisst das vielleicht auch auf die Art und Weise, wie wir Kirche leben, und da werden wir ein paar hoffentlich spannende Gespräche miteinander führen. Yes, ich freue mich. Komplett ein anderes Thema. Bis dann könnt ihr auf Insta, auf YouTube folgen, euch bei uns melden auf gegenwart@zukunftvorgestern.ch. Wie gesagt, Feedback willkommen. Tschüss zusammen. Tschüss.